Servus Leute, hier ist Renton, wir spielen Dark Souls weiter. Wie versprochen mache ich mich direkt auf den Weg zu Gravelord Nito. Was gut ist, dass ich das sogenannte Havels Set habe, oder Havels Set, oder wie auch immer man das ausspricht. Ist ein Set, was euch extrem langsam macht, aber extrem viel einstecken kann. Und soweit ich das weiß, sollte man für den Boss auch dieses Set benutzen. Weil ihr eben die Rolle von einem Tank einnehmen könnt. Ich versuche hier gerade mal zu gucken, wie ich Speedrun-technisch hier durchkomme. Ich habe irgendwie im Kopf rechts halten. Das war das falsche rechts. Scheiße. Ich muss gucken, wie man zu Nito rennt. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich da jetzt um alle Gegner hier zu kümmern. Sag ich ganz ehrlich. Aber einen bestimmten Weg muss es ja geben. Guck mal einfach mal. Eventuell kriege ich es ja schnell raus und wenn nicht, gibt es ja für euch zumindest immer noch die Kunst des Schneidens, während ich hier verzweifle. Ach komm, Junge. Nicht im Ernst, oder? Also meine Taktik ist jetzt einfach... Ah, das Foggate ist ja weg. Hey, das ist auch falsch. Ich versuche halt so gut wie es geht durchzurennen. Drauf zu scheißen, was die Gegner machen. Drauf zu scheißen, wie viel Energie mir abgezogen wird, weil ich einfach eine Route brauche, wo ich lang muss. Ob ich die finde, werden wir sehen. Keine Ahnung. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. War jetzt gerade mal kurz ruhig, weil ich mir nicht sicher war, ob ich jetzt schneide oder nicht, aber ich lasse das drin. Das müsst ihr sehen. Eieieiei. Gut, versuchen wir es nochmal. So, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe es gerade gefunden. Zieh mich schon mal um. Ich bin mir echt gerade nicht sicher, ob das richtig ist. Könnte auch sein, dass ich ganz woanders gerade gelandet bin. Ach du Scheiße. Nee, das sieht gut aus. Problem ist, ich habe nur noch 2 Estus. Und mittlerweile schon das Havels Set an. Havels Set. Alter, wo bin ich denn hier gelandet?
Fuck, wir sind bei Nito. Fuck. Und ich habe keine Estus mehr. Oh Gott. Gut, pass auf. Ich trinke meinen letzten Estus, renn davor und guck einfach, was sich machen lässt. Okay, wie vermutet bin ich tot, aber ich habe nur noch die Hälfte der Energie gehabt. Sprich, wenn ich mir 10 Estus Flask hole, dürfte das kein Problem sein. Okay, Freunde, ich habe gerade das Bonfire gekindelt. Havel's Set, whatever, lasse ich jetzt gerade mal an. Groß rollen muss ich eh nicht. Das würde dann übrigens so aussehen. Wollte ich nur mal vorführen, wie das aussehen würde. Okay. Ja, groß rollen muss ich eh nicht. Ich muss jetzt nur hoffen, dass ich den Weg noch im Kopf habe. Wie ich da hingekommen bin. So, als allererstes bin ich hier runter. Bin dann hier entlang. Heil mich hier gerade mal. Sicher ist sicher. Und dann habe ich mich hier rechts gehalten, ne? Wow. Ja. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Da unten wird es dann nochmal hässlich. Aber ich sag mal nichts, was ich nicht regeln könnte, nicht schaffen könnte. Alles irgendwo im Rahmen des Erträglichen. Genau, es ging hier rein zu den ganzen Zauberern. Paladin Leroy habt invaded. Das ist natürlich jetzt ganz große Klasse. Die Frage ist, wo steckt die Sau? Egal, ich renne jetzt einfach mal durch. Irgendwo ist er. Das ist halt das Problem, wenn man menschlich ist. Ihr könnt invaded werden. Großrollen müssen wir nicht. Hab ich noch gesagt. Ja, toll. Schön getankt. Returned home, Gott sei Dank. Meine Fresse. So, und jetzt tanke ich Nito. Versuche ich zumindest. Sprich, ich versuche auf seine Attacken zu scheißen, hau einfach drauf, nimm Estus. Sollte klappen. Hoffentlich. Gibt es übrigens ein Bild, wie er in der Disco am DJ-Pult steht, Rave Lord Nito mit Sonnenbrille. Das ist geil. Ah komm, haben wir schon gesehen. What the fuck?
Quit Game, bevor ich tot bin. Irgendwo bin ich reingebuggt und fall jetzt durch. Wenn wir Glück haben, wache ich wieder im Bossraum auf oder vor dem Bossraum. Ja, Gott sei Dank. Ärgerlich ist, dass der Drop jetzt wieder kommt. Und ich wieder Energie verliere, ne? Und das nicht zu knapp. Alter Vater. Gut. Runde 2. Ich erkenne nichts. So, das war der I don't know what the fuck I am doing Run und es hat funktioniert. Und die nächste Lord Soul ist unser Sieg über den Grabesfürst Nito. Grabesfürst. So. Sehr schön. War eine schwere Geburt. Aber schön war's. Schwer, aber schön. Alles klar, dann schauen wir mal, ob ich leveln kann. 2 Level sogar. Sehr cool. Leveln wir Dex 1 hoch und Endurance 1 hoch. Sehr schön. Und dann verwende ich noch die Seelen, die ich hier gefunden habe. Vielleicht... Nee, die bringen mir einen Scheiß. Kacke. Habe ich sonst noch was? Nee. Gar nix. Gut, dann warpen wir uns mal schnell zu Undead Parish. Will gucken, ob ich den Zweihänder vielleicht auf Level 7, 8, 9 bringe. Wenn das bei dem Blacksmith war, dem ich den Stein gegeben habe, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Well, you need... Divine, Raw. Hier. Das wäre wieder zurück. Na, also Zweihänder plus 7. Zweihänder plus 8. Zweihänder plus 10. Ne, plus 9 haben wir. Wir bräuchten Large Titanite Shards. Verkauft er die? Ne, nur normale Titanite Shards. Vielleicht würde der andere Blacksmith das Zeug verkaufen. Gucken wir mal. Na? Da. Wäre sogar schwächer im Moment. Wahrscheinlich durch Scaling. Ich behalte meinen Teil. Ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, weil mir hat es keine Ruhe gelassen, dass ich das letzte Mal nicht weiter aufleveln konnte. Zumindest habe ich den Punkt nicht gefunden, wo man es machen konnte. Wäre hier einfach gewesen. Wir reparieren mal unser Equipment noch schnell. Ich habe nämlich keinen Bock, dass mein Zeug kaputt geht. Don't get yourself.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach, vielleicht hat er noch Pfeile, die ihr uns verkaufen könnt. Oh. So, jetzt. Purchase Item. Jawohl. Ach Gott, ey, so viel brauche ich ja gar nicht. Und hier nehmen wir noch ein paar mit. Nur falls wir sie brauchen. Don't get yourself. Lass mich gerade mal schauen. Ah, ich habe die falschen Pfeile gekauft, so wie es aussieht. Oder ich habe sie falsch equipped. Jetzt. Sehr schön. Okay. Dann sind wir sozusagen ready to go. Können uns zurück an Firelink Shrine warpen. Und von dort aus geht es dann im nächsten Part weiter Richtung New Londo Ruins. Genau, New Londo Ruins. Weil dort werde ich dann gegen die Four Kings kämpfen und ich werde versuchen, einen Ring zu holen, den ich brauche für Thief the Scaleless, beziehungsweise der einem sehr, sehr viel Vorteile bringt gegen Thief the Scaleless. Und dann sind wir schon fast am Ende. Auf jeden Fall, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn er ziemlich durch war irgendwie. Naja, was soll's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.